Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße euch herzlich zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama aus Thun. Wir haben folgende 2 Beiträge für eure Sendung. Der Thementag «Gut Tannen bewegt» und Ski-Nachwuchsfahrer Erik Wieler. Meine Kollegin Gina Krückel ist für uns auf Gut Tannen gereist. Dort hat sie Susanne Fettiger getroffen. Sie ist Mitorganisatorin und Vereinsmitglied von Gut Tannen bewegt. Sie erzählt uns, wie sie das Thema und die Gäste ausgewählt haben für diesen Anlass. Seit 4 Jahren haben wir den Thementagfest im Programm, wo es immer spezifisch auf ein Thema zugeschnitten ist. Und das Jahr zum Thema Energie. Und Energie ist ja wirklich ein grosses Thema aktuell. Eure Ausrichtung ist aber eine Überraschung. Wie bist du auf das gekommen? Das war ganz bewusst gewählt. Das habe ich auch gesagt. Ich arbeite hier, ich habe eine kleine Ferienwohnung. Da muss man die Energie nicht erklären. Dann habe ich mir mal Gedanken gemacht und bin ganz schnell eine Militärpilotin. Ich bin oft in den Bergen unterwegs und sehe halt und höre halt vor allen Dingen die Jets oder die Helikopter. Und dann ist es eigentlich immer so, dann hat man einen Gast und dann weiss ich muss noch 2 andere um den herum bauen. Und für mich ist auch relativ schnell klar, ich habe jemanden, der extrem viel mit Energie schafft. Und dann habe ich gewusst, ich möchte den Antagonist, den Gegenspieler, die Langsamkeit. Jetzt komme ich von Basel und kenne natürlich das Rehab auch gut als Institution und bin dann relativ schnell auf die Heike Sticher gekommen. Wir kennen uns, sind auch befreundet privat und das war für mich ideal gewesen. Ja, und dann hat man jemanden Drittes gebraucht. Und irgendwann habe ich von dieser Firma Steiner Sarnen gehört, den Otto Steiner kennengelernt und dann ist es für mich hat es schon Klick gemacht, weil er ist förmlich ein Energiewerk an Ideen. Und voilà, dann sind die 3 Gäste gestanden. Wir gehen ein bisschen weiter, und zwar auf Brienz. Dort haben wir Erik Wieler getroffen. Er fährt für das C-Kader von Swiss Ski. Der Manuel Moser wollte von ihm wissen, wo es sich am besten fährt und wer eigentlich sein Vorbild ist. Was ist deine Lieblingsdisziplin und vielleicht eine Erklärung dazu, wieso? Für mich ganz klar der Riesenslalom. Warum? Es hat so ein bisschen alles dabei. Es hat etwas vom Speed, etwas vom Slalom. Ich glaube, man muss extrem athletisch sein für diese Disziplin. Also es braucht es überall, aber es kommt so ein bisschen von allem etwas zusammen. Und das gefällt mir sehr. Du hast vorhin gesagt, du merkst relativ viele Orte, wo du warst, oder fast alle. Welche Strecke hat dir bis jetzt am allerbesten gefallen? Ich glaube, am schwierigen daran, etwas zu entscheiden, wenn man sich vieles gut merken kann, ist nachher, was pickt man raus von dem. Ich bin immer sehr gerne daheim. Was mir sehr gefallen hat, ist St. Moritz, letztes Jahr die SM und auch dieses Jahr wieder die Europacups. Dort zu fahren macht wirklich sehr viel Spass. Hast du ein Vorbild und vielleicht, wieso ist es dein Vorbild? Ich glaube, als Kind oder als Jugendlicher schaut man sicher zu Athleten auf. Für mich war immer Didier Güsch als kleinerer Bub, sicher als Schweizer, immer sehr cool. Als ich etwas älter wurde, war für mich immer Marcel Hirscher ein Idol, weil er hat so sehr viel erreicht und ich glaube, so seine Art, wie er das Ganze gemacht hat, war sehr beeindruckend. Trotzdem muss man probieren, so ein bisschen sich selber bleiben und seinen eigenen Weg finden. Kannst du dich daran erinnern, an dein schlechteste Rennen, oder wo du dort sagen, da habe ich überhaupt nicht abgeliefert? Schwierige Frage, und jetzt habe ich gerade probiert, eins rauszusuchen. Es kommt mir gerade nicht wirklich etwas in den Kopf hinein, weil ich glaube, es wichtig ist, dass, wenn man so etwas hat, dass man mit dem recht schnell abschließen kann. Und deswegen, gerade in den Kopf kommt mir jetzt gerade nicht wirklich eins. Dann kehren wir es vielleicht noch um. Dein bisher beste Rennen, wo du das Gefühl hast, mal, da bin ich souverän gefahren? Ich glaube, das ist ein bisschen der Punkt. Als Einzelsportler ist man schlussendlich wirklich nie ganz zufrieden, außer meist oberst. Aber dieses Jahr in Amerika ist wirklich, die Piste war sehr schwierig gewesen, vor allem im Riesenslalom. Und ich glaube, dort bin ich sehr zufrieden gewesen, dass ich es einfach heute ins Ziel gebracht habe.
Das war es vom heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Im Anschluss erzählen uns noch Kollegen von Meteo News, wie das Wetter wird. Mehr Informationen zu den einzelnen Beiträgen findet ihr unter www.jungfrauzeitung.ch. Ich wünsche euch ganz einen schönen Abend. Auf Wiedersehen miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Hier ist das Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern am Freitagabend. Meine Damen und Herren, ganz herzlich willkommen. Ein bisschen feuchtere Luft hat uns erreicht, darum ist es heute veränderlich zu und her gegangen mit dickeren Wolken, aber zwischendurch auch Auflockerungen und ein paar Sonnenstrahlen. Das Wochenende kommt alles in allem freundlich daher. Wir liegen am Rand vom Hochdruckgebiet hier über West- und Südwesteuropa. Zwar schon ab und zu so ein bisschen angefürchtete Luft, die durchzieht, aber es gibt auch immer wieder Sonne. Morgen am Vormittag starten wir recht freundlich in Samstag rein, mit mindestens teilweise sonnigen Verhältnissen, oft sogar recht sonnigen Verhältnissen hier im Oberland. Die Temperaturen nicht allzu kalt morgen am Morgen. Wir liegen bei etwa 3 bis 6 Grad, wenn man am Morgen aus dem Haus geht. Ja, und am Nachmittag wird es dann schon fast frühlingshaft mit Maximaltemperaturen von etwa 13 bis lokal 15 Grad. Trotz Wolkenfelder geht es oft recht sonnig weiter. Meistens einen schwachen Südwestwind haben wir im Flachland, einen kräftigen West- bis Nordwestwind auf den Bergen. Dann schauen wir voraus auf die nächsten Tage und da haben wir am Sonntag auch wieder einen Mix aus Sonne und Wolken. Es bleibt trocken, Temperaturen um die 12 Grad. Montag, Dienstag dann, am Morgen ein bisschen Nebel im Flachland, sonst ist es recht sonnig, bei nach wie vor milden 13 Grad und ein bisschen wechselhafter wird es dann voraussichtlich ab der Woche Mitte. Der genaue Fahrplan vom Wetter ist da aber auch noch ein bisschen unsicher. Das war vom Jungfrau-Zeitungswetter. Ich wünsche ein ganz schönes und erholsames Wochenende.